Willkommen zurück, liebe Freunde von der farbigen, genobten Bauchlötz. Schön seid ihr heute wieder dabei bei einem neuen Stream mit mir, mit dem Cyril. Und ich freue mich ganz fest, weil heute werden wir sehr wahrscheinlich fertig mit unserem Langhals. Momentan ist es nur ein Hals. Er ist noch nicht ganz lang, weil es fehlt oben dran noch der Kopf. Ich zeige noch mal schön, wo das wir dran sind. Wir haben von Lego, von der Serie Horizon Forbidden West, respektive vom Game, haben wir den Tallneck, Schrägstrich Langhals auf Deutsch bekommen. Und da sind wir jetzt schon das dritte Mal dran. Ich bin zuversichtlich, heute schaffen wir es. Wir haben noch 2 Päckchen vor uns. Es kommen noch da die Vorderläufe kommen noch dazu und natürlich noch der Kopf. Und dann schauen wir uns nachher das fertige Projekt an. Ich habe selbstverständlich schon etwas Neues im Petto für euch, wo wir in Anschluss auch werden können anfangen, vielleicht auch schon fertig werden, wer weiß. Wir geben natürlich unser Bestes. Und ich würde sagen, wir lassen los, haben es gemütlich, chillen ein bisschen mit mir, ein bisschen klötzeln, ein bisschen schnurren. Und dann ganz gemütlich in den Mittag reinschippern. So, dann gehen wir mal auf unsere schöne Lego Cam, die wir eingerichtet haben. Wir sind schon relativ weit hinten im Buch. Und zwar sind wir stehen geblieben. Bei 7 haben wir angefangen schon. Ja, die Kamera müsste noch schön im Fokus bleiben, das wäre ganz toll. Das haben wir, soweit ich weiß, auch schon. Ich glaube, mir fehlt einfach noch ein zweiter von dem Vorderlauf. Das ist aber nur eine Woche her, und da weiss man schon fast nicht mehr, wo man war. Man könnte ja das Eselsöhrchen drin machen, aber das wäre wie schade. Sind ihr auch so die Leute, die nie Eselsohren in Bücher machen? Weil, ja, das ist doch schade ums Buch selber, nicht? Also ich finde, das ist wirklich eine Todsünde. So, also jetzt haben wir... Nochmal zurück. Wo ist der Anfang von dem? Der Anfang von dem ist... Den haben wir gemacht. 191 haben wir gemacht, das heisst, wir sind bei 192. So, ich habe den Anfang endlich gefunden. Ich schaue noch ganz schön, ob ich echt einstellen kann, dass die Webcam nicht die ganze Zeit neu fokussiert, weil das wäre schon noch schön, würde ich behaupten. Ein Momentchen, das haben wir sicher gerade. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich bringe das an. Autofokus. Nein, das ist die falsche Kamera. Ich kann es leider von hier nicht überschreiben. Jeno. Dann machen wir halt einfach das Beste daraus. So, also, wir brauchen wieder einmal ein Gewinde, das letzte für den Bau. So, wie geht es euch heute an diesem wundervollen Donnerstag? Donnerstag ist immer irgendwie ein cooler Tag. Also nicht nur wegen dem Streamen natürlich, sondern auch gibt schon ein bisschen Vorfreude aufs Wochenende. Bin mir sicher, die verspürt ihr genauso wie ich auch. Wenn man dann noch so ein bisschen chillige Musik dazu hat, dann ist doch das perfekte Einstimmung, dass man morgen nur noch einen Tag zum Arbeiten hat. Dann ein wunderbares Wochenende vor sich hat. Ich habe nicht gehört, es soll wieder ein bisschen besseres Wetter werden aufs Wochenende. Können wir ja mal sagen, was ihr so vorhabt am Wochenende. Ich glaube, ich habe nicht allzu viel vor. Ich bin froh, wenn mal jetzt gerade wieder ein ruhigeres Wochenende kommt. Ein bisschen Beine aufheben. Oder am Boden respektive unter dem PC. Und auch einfach mal wieder ein bisschen chillen, ein bisschen zocken. Ich muss auch ganz viele Figürchen anmalen für Star Wars Legion.
Weil mein guter Kollege, der wartet ja auf mich, dass ich da hoffentlich endlich mal fertig bin damit. Dass wir dann nachher zusammen können ein richtiges Spiel starten. Also der jemand von euch Star Wars Legion spielt, das ist also ein Miniaturen-Kampfspiel, also ganz viele kleine Figürchen. Und da schickt man die eigentlich im Kampf gegeneinander. Das haben wir kürzlich angefangen in so einem Tutorial-Modus, wo es ein bisschen einfacher ist, mit reduzierten Regeln. Da ist man eigentlich ganz gut reingekommen, muss ich sagen. Aber jetzt wollen wir natürlich da den richtigen Kampf endlich mal starten, oder? Dass es richtig häschert. Er spielt selber das Imperium, die Bösen. Ich spiele natürlich die Rebellen, die Guten, oder? Mal schauen, wer das nächste Mal gewinnt. Das letzte Mal hat der Darth Vader mich leider auseinandergenommen. Und habe leider versagt. So, ich glaube, ich muss das mal geschwind die Teile hier zusammennehmen. Sonst baue ich garantiert die falschen zusammen. So, noch so ein Eckiges. So. Wir werden sicher auch in Bälde ein anderes Klemmbausteine-Set zusammenbauen. Und ich sage das ganz bewusst, weil es wird nicht Lego sein. Es gibt sicher auch wieder Lego zwischendurch. Aber es gibt ja mittlerweile so viel. Das ist ja abartig. Es ist natürlich auch nicht schlecht, oder, dass jetzt Lego dort ein bisschen Konkurrenz bekommen hat. Wieder muss man sich halt wieder ein bisschen neue Sachen einfallen lassen. Bei mir fehlt dann auch ein schwarzes Teil. Das da. Yes. Kommt schon wieder gut an. Okay, jetzt sieht es besser aus. Dann kehren wir das Ganze nochmal. Und dann kommen die Weißen drüber. Okay. Ich hoffe, ihr habt euch einen Langhals bestellt, dass ihr dann selber auch mal die Freude habt, den zusammenzubauen. Und dann selbstverständlich nachher in eurer Vitrine oder eurem Regal dann auszustellen. Wir werden zum Schluss sehen, der sieht richtig, richtig toll aus. Also ob ihr eher so die Vitrinen-Typen sind oder doch lieber das Regal. Ich finde, Regal sagt mir persönlich mehr zu, weil man kann es auch mal zwischendurch anlängen. Es ist ja so ein bisschen nicht gerade so verbarrikadiert und dahinter heisst es, ja, gang bloß nicht in die Nähe von dem. Weil ich will das nie abstauben und es ist nicht zum Spielen gedacht und überhaupt. So, das kommt schon mal wieder richtig gut, weil ich wieder keine Ahnung habe, welche Teile ich da zusammenbaue. So. Also es tut mir wirklich leid, dass ihr mich aushalten müsst und ich einfach das Zeug nicht richtig zusammenbauen kann. Das ist wirklich schlimm mit mir. Ich weiß nicht, ob da drunter noch etwas kommt. Das sieht eigentlich schon nicht danach aus. So. Also ich habe da vorher... Nein, das stimmt schon. Das stimmt schon. So. Und dann haben wir da noch die runden Dinger da. Ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Also auch wenn ich die Sachen aber falsch anbaue, bisher ist es zum Glück noch nie dazu gekommen, dass irgendetwas gefehlt hat.
bin ich schon froh, dass ich wenigstens das geschafft habe. Aber ja, zum Beispiel beruhigen, also natürlich ist der Bausatz überhaupt nicht schwierig zum Zusammenbauen. Also es ist so ein bisschen intermediate, weil es hat ein bisschen viele Teile, aber die sind natürlich auch unterteilt und mit 8 Päckchen. Und wird eigentlich gut dran geführt. Aber wenn man natürlich gleichzeitig noch schnurren nebenzu, dann schaut man mal geschwind irgendwo drüber in der Anleitung, wo man eigentlich sollte ein bisschen wieder anziehen, oder? So. Dann die mit Kreuzchen drin. Ja. Machen wir doch. Was ist so ein bisschen euer grösster Bau, den ihr bisher oben gemacht habt? Von oder mit Klemmbausteinen, es muss ja nicht eben unbedingt Lego sein. Ich glaube, bei mir war es irgendetwas selber gebaut. Ich habe mal einfach in so eine Burg angefangen zu bauen, wo ich noch kleiner war. Aber da habe ich einfach irgendwelche Teile zusammengebaut und das war es dann auch gerade. Und ja, es ist nicht schlecht gekommen. Es war einfach ein bisschen bunt gewesen. So, jetzt habe ich doch die leise Befürchtung, dass ein kleines Teil hier fehlt. Mal schauen, ob wir in unserem Wundersäckchen noch etwas drin haben. Ja, natürlich. Alles schön aufbewahren, immer was überzählig ist. Wer weiß, ob es nicht noch braucht. Ja, das ist jetzt gerade der Fall. Könnte natürlich auch sein, dass ich darüber geschaut habe. Aber wir haben es Teile, das ist die Hauptsache. So, dann wieder von diesen Kreuzchen. Das wir die andere Richtung haben. Ah, und jetzt kommt da die Zange, damit wir das nachher anmachen können. Hey Steffi, grüß dich. Schön bist du da. Wie geht's dir? Alles klar? Schon Hunger? Schon beim Mittag? Ich habe ja gerade vor dem Stream noch kurz ein Müsli reingedrückt. Also wirklich reingedrückt. In 4 Minuten. Aber ich mache ja alles für euch, damit ich da schön in Ruhe kann mit euch ein bisschen klötzeln, während ihr irgendwo die letzten Minuten, halbe Stunde vergöhlt, bis ihr nachher ins Mittag geht und dann während dem Mittag, nach dem Mittag auch noch ein bisschen schauen und mit mir ein bisschen schnurren. Ein bisschen zur guten Musik chillen. Ah, jetzt die Schildchen da. So, jetzt brauchen wir noch ein kleines neues Teil, das wir nebenzu anbauen. Es gibt dann so wie Panzerung für, sag jetzt mal, Oberschenkel. Ist das echt so bei dir mit 4 Läufen? Haben die einfach auch 4 Oberschenkel oder heisst es dann anders? Haben wir irgendeinen Jäger unter uns? Hat das eine spezielle Bezeichnung?
habe ich oft mit dem Kollegen, den ich aus Star Wars Legion jetzt spiele, Oli, falls du zuschaust, ist ja bei mir auch im Spielwarenteam. Habe ich nebst Star Wars Legion noch oft den Hunter gespielt mit ihm. Also das ist ja so eine Jagdsimulation, wo man wirklich ganz gemütlich und ruhig, möglichst ruhig, sich den Tier annähert und die dann verfolgt und natürlich versucht, eins zu zerlegen. Tut mir leid für alle Vegetarier und Veganer da draußen. Ich mache es ja nur im Spiel, oder? Kann man vielleicht auch noch entschuldigen. Es ist auch einfach mega schön gemacht, es hat eine wunderschöne Natur. Und bei mir ist irgendwann mal einfach die Geduld zu Ende gewesen, und dann bin ich einfach wie ein wilder Rambo in den Wald hineingesäckelt und habe ein bisschen um mich geschossen und dann gehofft, dass ich irgendetwas erlege. Und der Oli ist da halt schon sehr strategisch unterwegs. Aber das hat für viele sehr lustige Momente gesorgt, auf jeden Fall. Scheinbar kommt ja jetzt ein neues raus. Ich glaube von THQ Nordic. Ich weiß gerade nicht, wie es heisst. Aber das ist auch so eine Jagdsimulation, sieht dann mega schön aus. Noch besser als der Hunter. Und ich bin gespannt, das wird ja, soweit ich weiß, ihre erste sein. Ihre erste Jagdsimulation. Und es ist ja gut, wenn es nebst der Hunter mal noch etwas anderes gibt, wo man da zocken kann. Und ein bisschen auf den Preis drauf an. Nachher, ob es so AAA-Preis hat von 70, 75 Franken. Aber das glaube ich eigentlich nicht bei THQ Nordic, dass sie da so heftige Preise machen. Aber ja, zurück zu Lego. Dings ist ja reingekommen. Das erste Buch von Harry Potter. Also ich rede nicht von Buchen mit Papierseiten, sondern quasi mit Lego-Seiten, die man zusammenbauen und so zusammenklappen. Und das sieht recht cool aus. Und es gibt scheinbar 4 Bücher, die man sammeln kann. Und alle haben eine andere Szene nachstellen. Wenn ich das jetzt so gerade recht im Kopf habe, ist die wir jetzt gerade reinbekommen haben, die mit dem Moody. Professor Moody. Im Unterricht bei Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das ist einfach cool, weil wenn man es zusammenklappt, sieht es halt aus wie ein Buch. Also das Lego-Buch. Und dann kann man es aufklappen und dann hat man einfach die Szene so nachgestellt. Finde ich eine coole Idee. Es gibt natürlich auch noch eine coole Buchstütze ab, vielleicht. Wie so eigentlich ein Kreisbuch ist. Ich weiss zwar nicht, wie schwer das ist. Das ist ja das Lego. Vielleicht hebt es nicht so viele Bücher. Aber irgendwo so zwischendrin, so halb aufklappt, dass man sieht, wie es so wird. Wie heute fertig wird, Steffi? Ja, ich persönlich bin wahrscheinlich dann fertig. Ja. Nein, also ich glaube, das kommt schon gut, ja. Also jetzt haben wir gerade die Vorderläufe durch. Und dann kommt nachher noch der Kopf. Also wir sehen es da. Wir gehen nachher schon zum Beutel 8. Beutel 8 ist der letzte. Und dann haben wir es, ja. In der Tat. Sind wir wirklich fertig. Also allzu lang wird es nicht mehr gehen. So, jetzt muss ich da noch die Klappe da machen. Der Schienbeinschoner, so wie es aussieht. So. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, einfach wegen diesen Teilen, die ich da noch habe, ob ich irgendwo etwas verpasst habe. Weil es hebt eigentlich alles, also es sieht gut aus. But you never know. Vielleicht sind es auch einfach wieder nur Reserven. Ich habe jetzt schon ein paar Reserventeile.
Und es hat noch nie irgendwo etwas gefehlt. Ah, die sind dafür da hinten gewesen, aber das würde Sinn machen, wenn die da vorne auch ankommen. Ja, ja, ja. Ah ja, da unten kommen die noch an. Aber man sieht es nicht direkt. So. Okay. Oh, sieht gut aus. Also jetzt sollte er eigentlich, wenn wir das irgendwie anbringen, schon mal stehen. Schauen, ob wir das so ein bisschen etwas wie einen Schritt rein tun können. Die müssen schon eher ein bisschen vorne sein. Es steht eigentlich auf der Packung steht relativ gerade. Hey! Er steht! Super cool! Also der kann jetzt da zuschauen, wenn wir ihn noch fertig bauen. Dann gehen wir mal zum Kopf über. Das ist recht eine kopflose Angelegenheit. So. Ich freue mich auch, Steffi, dass er jetzt schon ein bisschen steht. Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich gewisse Sachen richtig gemacht habe. Das braucht mir doch ein bisschen Platz. Yeah. So. Also, so. Dann nehmen wir die kleinen, nehmen wir ihn wieder oben. Ah, Orange. Orange und Gelb, meine zwei Lieblingsfarben. Sehr gern. So. Doppelschwarz. Okay, das ist ganz etwas Neues. Was sind das die? Nein. Die sehen schon ein bisschen anders aus. Ah, voilà, da sind sie. So noch mit so kleinen Zacken dran. Das heisst, das muss irgendwo einrasten nachher. Wird wahrscheinlich einfach das Genick sein. Vielleicht bauen wir jetzt gerade den sogenannten Atlas. Das stützt ja den Kopf. Hey, XQC. Game Change. Eventuell no Game Change. Was meinst du mit dem? Und salut. Grüß dich. Willkommen im Stream. Also meinst du Game Change mit, ob wir noch etwas anderes bauen? Ah, da ist es. Okay, dann auf den Kopf. Machen wir doch. Gucken wir mal die kleine schwarze. Hey Troy! Also sind wir in der falschen Kategorie, die habe ich aber extra eingestellt. Makers and Crafting eigentlich. Let me just quickly check. Ah, weißt du was? Ich habe es im Streamlabs eingegeben. Und es hat es auch wieder rausgehauen.
Also dann hat es das irgendwie nicht überschrieben gehabt beim Steam, obwohl ich es dort auch noch angepasst habe. Aber ist ja nicht so tragisch. Wir machen da geschwind etwas so. Gut. Ich denke, jetzt wird es stimmen. Hä? Herstellen, ja. Also die meisten Lego-Zusammensetzer gehen eigentlich unter Makers und Crafting, haben wir festgestellt. Aber merci vielmals für den Hinweis, hilft mir sehr. Vielleicht auch den Fehler einzugrenzen. Das heisst, ich gehe, nachdem ich es bei Streamlabs eingestellt habe, gehe ich es bei Steam auch noch einstellen. Auch bei Steam, ja. Wir streamen ja über Steam, falls ihr es nicht gemerkt habt. Die sind eigentlich gar nicht auf Twitch. Ganz neue Plattform. Sind die ersten. Also könnt ihr selber mal auf die Schulter klopfen. Wir sind beim ersten Steam-Stream dabei. Natürlich nicht. Twitch natürlich einstellen, meine ich eigentlich. Und grüezi Troy. Wie geht's euch allen so? Alles gut? Es sieht nicht nach Skywalker Saga aus. Ja, aber ich glaube, von der Thematik ist es gar nicht allzu weit entfernt. Mit Horizon Forbidden West haben wir ja auch ein ganzes bisschen Sci-Fi drin. Definitiv das falsche Universum. Aber ja. Darum sind die Leute vielleicht auch verwirrt gewesen. Was macht der da? Der spielt ja kein Lego. Der spielt ja kein Star Wars, ja, beziehungsweise. Origin Streams findest du besser? Ich habe Origin noch nie einfach nicht gern. Die wollen dann nicht loslassen von ihren Games. Selbst wenn du es bei Steam kaufst und es ist aber ein Origin-Game, dann muss einfach ums Verrecken muss Origin noch aufgehen. Und dann zieht sich alles so in die Länge. Also wenn ich über die Steam TV-App oder das Game streame, wie zum Beispiel FIFA, wo ich nie spiele, aber ich muss zwischendurch, dann geht es einfach mal 5 Minuten. 5 Minuten, bis das Zeug läuft. Das ist wirklich der absolute Horror. Aber ja, ich hinterfrage das nicht. Es ist ja zum Glück nichts, was ich öfters muss spielen muss. Tut mir leid für die FIFA-Fans, ich spiele wirklich überhaupt kein FIFA. OnlyFans, ja. Wir können ja mal so ein bisschen ASMR planen. Steffi hat ja schon mal gewitzelt. Wenn wir ein bisschen Lego ASMR machen wollen. Die Frage, wie gut das ankommt, würdet ihr es schauen? Kommt darauf an, wer dabei ist, nehme ich an. Kommt darauf an, was ihr für ein Geschlecht habt, nehme ich an. Mhm. Ja, das mit dem OnlyFans ist schon crazy, hä? Das überhand genommen hat. Also, ich glaube, Final Fantasy 14 Online hat jetzt auch aktuell so ein Problem. Die haben ja erlaubt, dass Charaktere sowie Aufträge oder Angebote können schalten. So eine Art von, wie so ein Quest-Fenster, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dort gibt es schon die ersten Fälle drauf, seit etwa einer Woche, 2, wo Spielerinnen auf ihr OnlyFans-Konto verweisen. Ja. Der Yoshi P hat sich da, glaube ich, ein bisschen das eigene Fleisch geschnitten. Ich meine, die Idee ist mega cool, dass du selber kannst Content bereitstellen für die anderen Spieler. Aber es wird dann halt leider wirklich schnell missbraucht, oder? Und dann muss man es halt wieder drauf nehmen, wenn man es nicht richtig regulieren kann. Also es ist wirklich mühsam. Also man versucht wirklich heutzutage alles zu abusen, was es nur gibt, kommt es mir aber so vor. Hey, wir haben sogar ein Snowboard. Geil. Wo ist das schwarze Ding da? Das so. Yes. Okay. Moment. Ja, das ist ja falsch rum. Dann muss es ja noch eins haben, oder? Ja.
habe das so das Trüerli an die Seite. Ich tue es, als wäre es schlecht. Nein, versteh mich falsch. Also, ich meine, das ist alles legitim, aber die Plattform, die dazu benutzt wird, finde ich nicht okay. Oder? Weil sonst kannst du das Spiel einfach ab 18 machen und dann sagen, ja, ist gut, wir machen das. Aber dann ist es ja nicht mehr. Dann ist es auch einfach nicht mehr das Final Fantasy, oder? Dann ist es sonst irgendetwas. Dann ist Final Fantasy OnlyFans Edition. Das ist komisch, das habt ihr nachher gar nicht richtig da. Auf die andere Seite auch noch eins. Okay. Only Fantasy. Das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, das geht nachher in das ganze Hentai, MMO-Gedöns rein, wo es schon so Tausende davon gibt, aber natürlich OnlyFans gerade noch angeschlossen wäre. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor, der Köller, der da reinkommt. Ich meine, die laufen ja scheinbar schon mega gut. Und wenn dann noch so eine offizielle Plattform dran hängt, yes. Der Kohle. Der endlose Kohle. Ah, mal, da ist jetzt was Süßes dran. Okay. Ah, und wir haben mal wieder ein Decal zum Anbringen. Das Klebi. Schauen, dass ich das auf die richtige Seite mache. Ne? Ich hasse das, wenn die Klebis nicht richtig drauf sind. Das geht gar nicht. Wie jetzt zum Beispiel. So, jetzt sieht es gut aus. Nein. Also nicht falsch verstehen. Ich finde nicht OnlyFans schlimm. Ich finde es schlimm, dass man OnlyFans bewirbt in einem Spiel, das überhaupt nichts mit dem zu tun hat. Oder? Das ist wie, keine Ahnung. Wenn du beim Bäcker um die Ecke würdest Flyer deponieren mit deinem OnlyFans-Account drauf. Hat es einen Zusammenhang? Nein. Und dann kommen die Mamis mit ihren Kindern ihr Morgengipfel kaufen und dann Mami, was ist das? Du musst dir erklären, was, wenn es so auf den Flyer zeigt, mit so ein paar halbnackten Fotos drauf, was jetzt das genau ist. Oder du sagst einfach, das ist nicht für dich. Das ist für den Papi. Oder am Bahnhof von einem ja, da hättest du ihn ja nicht müssen annehmen, den Flyer, oder? Ja, das war wirklich gemein sein. Nein, aber ist voll okay. Also ich tue gerne ein bisschen diskutieren. Was ist schlecht an Kinder aufklären? An sich gar nicht. Ich finde aber, meine persönliche Meinung, Kinder dürfen ein Moment lang noch unschuldig sein. Aufklärung kann mittlerweile nicht früh genug kommen, aber ich glaube, wenn du 5, 6 bist, also ja, brauchst du es. Aber noch nicht. Also es sind so Grundsatzdebatten, die sind eh schwierig zu führen. Genau.
Ich bin ja auch ein Kind, darum ich weiß nicht, was OnlyFans ist. Darum tun wir jetzt zusammen Legölen. Das Graue. So. Also es wird jetzt auch mehrere so Teile geben und dann irgendwann mal rund werden. Aus eckigen Klötzen etwas rund zu erschaffen. Fantastisch. Fantastisch. Tabuisieren. Okay. Ja, ich würde zwar behaupten, dass wir schon, wenn man vor allem mit Amerika vergleicht, recht viel weiter sind, das eben nicht zu tabuisieren. Ich finde, man sollte es auch nicht, es sollte ein offenes Thema sein, aber in seinen Grenzen innen, oder? Sobald es nachher eben thematisiert wird in einem Umfeld, wo das Thema nichts zu suchen hat, wie eben in dem Game, in dem MMO-Game innen, wo es wirklich einfach nichts zu suchen hat, in dem Spezifischen, dann finde ich es ein Problem. Wenn man das öffentlich diskutiert, auf dem Pausenplatz, im Schulunterricht, keine Ahnung mit Kollegen und was weiß ich. Also ich meine, wer redet mit den Kollegen nicht über das Thema? Sexualität und alles. Eben, dann in so einem öffentlichen Raum ist es okay, aber sobald es irgendwo in einem Umfeld passiert, in einem begrenzten Umfeld, mit einem gewissen Thema, das eben keinen Platz hat, finde ich dann, ja, dann hat es auch einfach keinen Platz dort. Ich meine, ich bin mir sicher, dass FIFA würde laufen, wo der eine Mannschaft kannst zusammenstellen aus Damen oder also aus Frauen oder aus Männern im 18-Plus-Bereich. Entsprechend nackt und die kannst du kaufen für die, wie heissen die Bundles da? Die Booster Packs, die kannst du kaufen da im FIFA hin. Ultimate Team, wo die Leute so viel Geld drin verlochen. Stell dir vor, da könntest du jetzt noch 18 Plus Content freischalten. Das würde wahrscheinlich laufen wie blöd. Aber ja, vielleicht läuft es auch gerade so, weil es eben, wie du sagst, tabuisiert wird. Und man es dann so ein bisschen im geschlossenen Rahmen die Heime konsumieren. Also ja, ist mit Pornos in der Regel der Fall. Aber du weißt, was ich meine. Wie oft macht man das jetzt noch da? Es gibt ja nochmal genau das gleiche Teil. Okay, Decals Runde 2. So, welche Seite? Wichtig, auf welche Seite das glaube ich ist. Vor allem, dass es nicht krumm ist. So. Da bin ich froh. Verstehen wir uns.
Ja, mach du zum Mittag, kannst du für mich auch noch gerade ein bisschen machen. Kannst du es mir auf die Seite tun, ist gut. Ich muss dann auch abholen. Aber einen guten. So. Sieht ja schon wieder aus wie so in das Raumschiff oder so. Ah, jetzt dürfen wir sogar einen grossen Teil weiterbauen. Da fehlt irgendetwas noch, dass ich das überhaupt da anstecken kann. Das ist voll schräg. Das muss noch zuerst da rein. Noch so ein Swiss, please. Yes. Und dann müssen wir etwas zweimal machen. Hey, Zip Flames, salut! Ah, den Topf kenne ich aber. Sehr geiles Emoji. Hast du ihn rausgezogen oder nicht? Der Topf. Nur, dass wir das noch qualifiziert haben, wegen dem Thema von vorher. Ich habe schon lange kein Elden Ring jetzt mehr gespielt. Aber die Lust kommt langsam wieder ein bisschen zurück, muss ich sagen. Einfach irgendwann einmal nur noch Frustmomente gehabt und sich ein bisschen auf der Seite lassen. Aber jetzt hat ich eigentlich schon wieder mal Bock. Ich wollte eigentlich mal auch noch ein anderes Bild ausprobieren. Ich bin jetzt so ein bisschen auf Stärke gegangen. Stärke und Ausdauer und Vitalität. Hat okay funktioniert. Ich bin, es ist auch wirklich das erste Souls-Spiel, das ich länger gespielt habe. Ich habe noch das 3 ein bisschen angeschaut, das Demon's Souls damals, dann Dark Souls ein bisschen. Aber ich bin einfach ein schlechter Spieler. Ich kann das einfach leider nicht so gut. Jetzt wird es langsam rund. He? Eine runde Sache. Der Kopf wird aber riesig, he? Also da. Der wird riesig. Was gibt es bei euch heute so zum Mittag? Sind ihr eher so wirklich schnell und gut ist? Oder ist das Mittag so das, wenn ihr sagt, mal, da investiere ich Zeit, ich will wenigstens gut zum Mittag haben und dann die Nacht ist mir gleich? Weil man könnte ja eigentlich auch sagen, wenn der Arbeitgeber das zulässt, hallo, Fokus, wenn der Arbeitgeber das zulässt, ja, ich mache länger Mittag, dafür tue ich richtig anständig etwas kochen und mache am Abend ein bisschen länger. Jetzt heisst es gelesen, ich mache mir immer Piccata Milanese. Irgendwie habe ich das gerade gelesen. Das wäre auch noch. Aber du machst eine Piccata Milanese, wow. Okay, dann muss ich auch excuse, tut mir leid, aber dann gehe ich glaube doch lieber zum Troy essen, weil bei dir weiss ich nicht, was es gibt. Ich will das Risiko wirklich nicht eingehen. Nehme ich gerne auch ein bisschen. Schon ewig nicht mehr gehabt. Es hat früher immer in der, als ich die Lehre gemacht habe, Micro-Takeaway in der Nähe.
Ich weiß nicht, im Migros Takeaway gibt es einfach immer Piccata Milanese. Immer. Ah, jetzt habt ihr es endlich mal anständig. Troy, ich glaube, du hast gestern den Stream gehabt, gell? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Mit der Vico mit dem Dingens, mit dem Star Wars. Knubbels. Also es werden weniger Teile, es geht nicht mehr lang, ich sag's euch. Dann sind wir fertig. Und aber keine Angst, es gibt nachher nochmal eins. Es gibt nochmal ein Legionär. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Wie es immer in den Kochshows heisst. Also vorbereitet im Sinne von, ich habe etwas organisieren lassen oder mir ist etwas organisiert worden. Danke, Caro. Dass wir dann etwas zusammenbauen können. Wo ist das kleine Schwarze? Nicht da. Und das Reserve haben wir auch nicht von dem. Da. Es ist noch im Säckchen ein Glück gehabt, zum Glück. Das wäre nicht so schön gewesen. Wohl Episode 4 neu angefangen. Ah, sehr schön. 2 Stunden kannst du wirklich. Ja, gut, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Da wolltest du ja auch noch die ganzen Secrets sehen. Ich kann leider eben nicht reinschauen. Sorry. Aber du wolltest die ganzen Secrets freischalten. Das letzte Lego, das ich gespielt habe, war Hobbit. Aber es macht schon Spaß. Also die Lego-Spiele sind schon einfach mega cool gemacht. Das macht da richtig Laune. Vor allem auch irgendwie das zweite noch, da kannst du das zweite ein bisschen rumwuseln. Außerdem, wenn du an dem Punkt bist, wo der eine in diese Richtung will und du willst eigentlich in die andere Richtung. Was, das machen wir jetzt? Das machen wir zweimal. Okay, ja gut, dann machen wir das zweimal. Irgendwie müssen wir ja den Kopf noch abrunden. Das sieht selten doof aus. Ja, zweimal, ja. Aber das. Also ein Teil. Aha, das eine Teil wird übersprungen da. Okay. Der Anleitung. Kannst du denken, das sieht gar nicht so aus wie. Und tschüss. Jetzt ist es glaube ich okay. Ja, gefunden. Ich glaube, ich muss mir den Mandalorian nochmal geben. Ich habe das so gut gefunden. Also ich spoilere jetzt nicht, aber am Schluss habe ich einfach... Die Emotionen haben mich einfach völlig überflutet gehabt. Das war abartig.
Ich habe ihn wirklich mega gut gefunden. Wirklich, wirklich. I said Bro Fist. Was ist jetzt da vorne? Ah, umdrehen, Moment, so. Oder? Ja. Kommt das da so da vorne? Das kommt fast ganz vorne, glaube ich. Eigentlich ist die Perspektive ein bisschen schwierig zum Lesen. Die Anleitung, aber ja, also ich kann ja nicht den gleichen Schritt irgendwie 3 Perspektiven aufzeichnen. Ich meine, da hätten wir nachher 500 Seiten Schinken. Macht ja wenig Sinn. Ah, meine Uhr hat gerne, dass ich mich bewege. Ich könnte mal einen Vlog machen und Lego on the go zusammenbauen miteinander. Challenge. Wie gut geht das während dem Laufen noch gleichzeitig Lego zusammenzubauen? Wahrscheinlich gar nicht gut. Aber hey, why not? Ah, jetzt können wir da sogar sein Alarm-Blinky-Teil über da. Und den Ring können wir noch fertig machen. Ich wollte schon sagen, es sieht wieder so aus, als wäre es nicht mittig und ich habe wieder etwas falsch gemacht. Aber es liegt effektiv nicht an mir. Es liegt effektiv nicht an mir. Die Anleitung sagt, es ist korrekt so. Oh, das ist jetzt aber ganz fragil. Aber es sieht langsam nach einem Kopf aus. Ich hoffe, der hebt. Aber darum hat es wahrscheinlich da eben auch die Gewinde dran, dass er schön einrastet und festhängt. Ah, jetzt kommt noch so richtig schönes, dickes Klebi. Wow! Merci für die Introduction, Steffi. Richtig cool. Genau, und zu D&D habe ich noch eine Beichte, ich tue sie dann nochmal erwähnen später. Ich habe ja gesagt, das geht am 10. los, am 10. Mai. Und ich habe gemerkt, ich bin dann in der Ferien. Tut mir mega leid, aber dementsprechend gibt es natürlich nicht am 10. Mai den ersten D&D-Stream, sondern eine Woche darauf, am 17. Gibt mir auch noch mal ein bisschen Zeit, um noch besser und noch mehr Content für euch vorzubereiten, dass wir am 17. Vollgas geben. 17. wie gesagt, eben der erste D&D Pen and Paper Stream wird Podcast-Format sein, das heisst, währenddessen kann ich dann nicht auf eure Comments eingehen, aber es lohnt sich sicher trotzdem reinzuschauen, falls ihr noch keine Ahnung habt, was ist Pen and Paper oder ihr habt schon davon gehört und findet es eigentlich mega cool, aber ja, was braucht es da überhaupt? Und dann werden wir ganz viele Fragen miteinander klären, ja, was braucht es, wenn ihr Dungeon Master sein wollt, was braucht es, wenn ihr Spieler sein wollt, welche
welche Rollenspiele gibt es überhaupt, welches ist das Richtige für mich und so weiter und so fort. Also endlose Liste, wird ganz eine coole Sache. Würde mich extrem freuen, wenn ihr dann mit dabei seid am 17. Ja, nein, Steffi, genau. Also es geht nicht um Lego-Stream, da bin ich natürlich auch nicht rum. Das haben wir am Montag schon angetönt. Dort wird nächste Woche die Steffi mit euch Legölen zusammen mit der Caro. Caro ist meine Chefin, also der Kopf von der ganzen Spielwarenabteilung. Das wird auch etwas ganz Tolles. Und sie werden sich gegenseitig battlen, wer mehr von diesen kleinen Pokémon-Figuren zusammenbauen kann. Also Pokémon-Klemmbausteine-Sets. Haben wir ganz viele von denen. Das wird sicher witzig. Also nächste Woche am 12. unbedingt auch wieder am 11. einschalten. Dann mit der Steffi und der Caro zusammen. Zwei hübsche, coole, witzige Ladies. Schaut, dass ihr dann rum seid. So, jetzt haben wir da 4 Ski gemacht. Und jetzt? Die kommen jetzt an die Kügel dran. Für sein Haar. Sein mechanisches Haar. Wer hat nicht immer schon mal so Skihaarwellen? Fancy. Oder er hat da hinten vielleicht noch irgendwie eine Düse, die ankommt und dann kann der Kopf davon fliegen und go erkunden oder so, von oben. Ja, da fehlt ja noch. Da kommen noch 2 Dickels. Die braucht es jetzt nachher gerade. Ja, das geht auch. Wenn ich beide Däume drüber habe, sehe ich nicht, wo es anfängt und wo es aufhört. Oh, das Ende naht. So, die letzten 2 klebe. Es war 12 Uhr. Ich wünsche allen, die jetzt gehen essen oder schon am Essen sind, sehr einen guten. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren, vollen Teller für euch, vor euch. Mit eurem Lieblingsessen. Und während ihr so vor euch anmampft, schaut ihr da ein bisschen beim Stream zu, hört ein bisschen zu. Und mit mir ein bisschen Legölen. Ich wünsche einen guten. So, jetzt müssen wir den. Also jetzt auf der falschen. Ja, da wäre ja zum Drehen gewesen. Die falsche Seite. Ich habe gedacht, wieso ist das unten dran? Da siehst du es gar nicht. Hat jemand von euch schon das Horizon Forbidden West gespielt? Von da kommt die Figur, also es hat sie schon im 1 gegeben, im Zero Dawn. Ich habe es leider noch nicht geschafft, das Spiel zu zocken, aber es macht mich unheimlich an. Einfach wegen dem Setting, weil es mega toll aussieht.
So, jetzt kommt das da oben drauf. Ich muss den, glaube ich, geschwind absetzen. Yes! Okay. Also, ist noch nicht ganz fertig. Wir haben noch ein paar wenige Teile. Ich mache die noch geschwind. Bevor wir... ja, du kannst dich jetzt da gerade schlafen legen. Bevor wir nachher den zeigen in voller Größe. Also ich meine, ich kann ihn schon mal so... Da sind wir jetzt. Also der Kopf ist drauf. Es fehlt noch hinten dran scheint etwas. Etwas Kleines. Da die kleinen Snowboards. Also die Ski haben wir ja jetzt dran, da hinten dran. Und jetzt kommen noch die Snowboards. He? Kennt jeder. Die wichtigsten Teile beim Lego zusammenbauen. Ski und Snowboards. Also. Gibt es den Auspuff? Ah, und da oben kommen noch die kleinen schwarzen Dinger da hinten an. So, und jetzt sind wir bei den Snowboards. Das könnte auch Kufen sein. Also wenn ihr wisst, was die für eine Funktion haben, rein vom Game her, nimmt mich schon noch Wunder. Könnt ihr mir gerne sagen. Kommt das gleich rauf? Okay. Das ist einfach sein Schwanz, ist das? Okay. Snowboards sind einfach sein Schwanz. Oder seine Schwänze. Ich weiss, ich habe jetzt eine tödliche Vorlage geliefert. Aber ich gehe einfach nicht drauf ein. Da bin ich. Das sind übrigens die letzten Teile. He? Nachher haben wir es. Dann dürfen wir ihn auf Base setzen und dann endlich mal in voller Größe bestaunen. Ich weiß nicht genau, wie die ankommen, aber wir machen es jetzt einfach mal irgendwie. Ich werde es dann nachher noch ausrichten. Ich bin nur schon froh, dass es von der Teile her aufgeht. Noch nicht viel müssen improvisieren, beziehungsweise noch gar nichts. Okay, also wir nehmen die Teile verräumen. Wir nehmen unsere Base, wo wir im allerersten Stream beziehungsweise unser Burger oder unser russisches Überraschungsei oder was auch immer zusammengebaut haben. Und setzen jetzt den auf die Slots. Ich muss das da geschwind ein bisschen drehen. Ja, habe schon ein Teil da ausgerissen wieder. Okay, also das ist schon mal gut. Jetzt habe ich aber da, glaube ich, etwas weggenommen. Also er steht wenigstens recht fest. So, also. Jetzt noch geschwind die da hinten ausrichten, dass das anständig aussieht. Also wir richten jetzt da gerade noch
Snowboard so ein bisschen aus. Die haben leider nicht ganz so gut, wenn ich das gerne würde wollen. So. Und jetzt braucht es noch den Sentry und den Alloy. Also, Alloy haben wir da. Sentry. Haben wir da. Schwierig, hä? Also von oben sieht man es jetzt schon mal. Wir haben es endlich fertig geschafft. Unser Tallneck. Ich versuche jetzt mal geschwind, das irgendwie, bevor ich alles auseinander nehme, da, will ich überall dran kommen, euch noch in Gänze zu zeigen. Ich wollte nur noch mal geschwind schauen. Oh, stimmt alles? Gut. Dann schauen wir noch mal kurz so. So sieht der aus. He? Also das ist mein Arm. Also es ist schon, ich glaube 34 cm. Ja, 34 cm gemäß der Packung ist der gross. Sieht einfach mega, mega cool aus. Also der macht richtig etwas her auf eurem Regal. Ich finde es mit der Farbe mega schön, mit dem Baum hier. Man hat wie eine kleine Szene nachgestellt. Alloy vorne dran noch, da das kleine Hündchen, der Sentry. Wir haben da hinten die Ampel. Und da hinten da. Und noch so ein bisschen zu dem postapokalyptischen Setting dazu beiträgt. Also richtig schön. Und er hebt auch relativ gut, weil er ist da hinten dran. Seht es vielleicht noch? Da steckt er in so einem kleinen Stift rein. Und da hebt er doch recht gut. Und der Kopf sieht auch cool aus. Und dann noch mit diesen Panzerungen. Also mir hat er mega viel Spass gemacht zum Bauen. Ich hoffe, euch hat er mega viel Spass gemacht zum Zuschauen und ein bisschen Lust gemacht vor allem, zum das selber zusammensetzen. Ihr könnt den auf brach.ch bei uns bestellen. Wir haben ihn da, wir haben genug. Und schaut euch das an, wirklich. Es sind, ich tue es nochmal geschwind zeigen hier, es sind 1222 Teile. Ist eigentlich ab 18. Wahrscheinlich, wie wir heute eine gewisse Thematik im Stream hatten, die das erfordert hat. Ist ein wunderschönes Set, meiner Meinung nach. Und vor allem auch für die das Spiel sicher kennen, macht es nochmal viel mehr Freude. Weil die wissen natürlich, was sie vor sich haben. Wir haben jetzt 5 Stunden gehabt. Noch ein bisschen mit Schnurren daneben zu suchen. Also ich bin mir sicher, Profis unter euch schaffen das irgendwie 3 ohne Schnurren. Oder wenn ihr es gemütlich nehmt wie ich, dann halt eben so ein bisschen um die 5 herum. Sieht richtig toll aus. Und bevor jetzt der nachher hinten aufs Regal verschwindet, nochmal geschwind die Kamera. Merci, dass ihr dabei seid. Also wunderschönes Teil. Richtig gross. Ich tue jetzt mal geschwind hinten aufs Regal versorgen und hole schon mal das nächste, wo wir dann miteinander anschauen. Nur ein Momentchen. Macht sich richtig gut dort hinten. Jetzt decke ich ihn leider ein bisschen ab dort mit dem Stuhl. He? Aber da müsst ihr jetzt durch. Ich kann jetzt nicht immer da hocken. Da sieht man mich nachher auf der anderen Kamera. Jawohl. Ich sehe cool aus, he? Selbst von der Distanz her. Also, merci nochmal vielmal an Lego auch, dass er uns das geschickt hat, um das zu zeigen. Mega, mega schön. Also richtig, hat Freude gemacht.
Ein Troll. Dann können wir nachher noch ein bisschen anschauen. Hä? Ich könnte ja jetzt geschwind den Stream einfach pausieren oder nochmal in 2 Minuten zurück und dann pausiert ihr einfach dort und schaut den noch ein bisschen an. Aber wir gehen zum nächsten, weil wir sind ja da. Wir sind ja da einfach zum ein bisschen klötzeln, oder? Und wir haben etwas Kreatives, etwas Zen-Garten-mässiges. Wir haben Orchideen. Wir hängen heute den Gärtner, den Botaniker, den Florist raus und ein bisschen Blümchen pflänzeln miteinander. He? Wir haben ein kleineres Paket. Es sind 608 Stück. Es ist wieder ab 18 empfohlen. Wahrscheinlich, weil es ein bisschen komplexere Abfolgen hat zum Zusammenstecken. Das heisst, ich darf das zusammenbauen. Ich bin 18 gewesen. Dann, was haben wir da sonst noch? Wir haben auf der Rückseite hier, ist leider die Verpackung ein bisschen. Also als Sammlerobjekt könnte man es jetzt nicht ausstellen. Aber für uns geht es jetzt, weil uns interessiert der Inhalt. Es ist schon mal wunderschön, wie sie eigentlich aussehen, wie die von Lego aussehen und wie es nachher aussieht. Sieht cool aus. Wir haben hier auch noch ein paar Massangaben. Es ist 39 cm hoch, also noch grösser als der Tallneck, der Langhals, den wir jetzt gerade zusammengebaut haben. Ist einfach draufgekommen, Mann. Ja, easy. Was? Was steht da überhaupt? Was jemand anders fährt? Okay. Ja, machen die doch miteinander, was ihr wollt. Tun die dann die Leute ein bisschen ausschliessen, das Arm. Das Arm für die jetzt den besten Moment hier verpasst haben. Ihr hure Nerds, ey. Ja, bin ich selber einer, ist gut. Also, ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf. Und geben uns den Inhalt. Dann wieder schön alles nummeriert. Hier schön Blümchen. Ah, wieder orange und gelb, gefällt mir jetzt schon. Und die Blätter. Ich weiss nicht, ob wir es heute schaffen. Ich gebe mir mal Mühe, dass wir es heute anbringen, hoffentlich. In einem Schnauz durch. Aber ich sehe, es ist schon 20 ab 8. 20 ab 12. Ja, 20 ab 8. Ja, das ist der Fall schon gewesen. Wir fangen wahrscheinlich mit dem Eis an. Würde ich meine Hosenbraucher wetten, dass wir mit dem Eis anfangen. Und dann schauen wir mal. Also wir haben noch ein bisschen Bilder drin, noch ein bisschen Erklärungen zu der Orchidee selber. Ich glaube, jedes Mami hat Orchideen daheim, oder? Also ich glaube, ich kenne fast keine Frau, die keine Orchidee daheim hat. Oder mal gehabt hat, wie bei uns. Bei uns sind es meistens immer abgekackt. Ja, moin. Ja, ich weiss. Ich weiss. Weißt du, bei mir ist einfach immer morgen, ich bin gerade aufgestanden. Eigentlich müsste ich noch meinen Kaffee haben. Jetzt nehme ich einen Schluck Wasser. Toll, hilft gar nicht. Und ja, schauen wir mal weiter. Wir haben dann auch noch die anderen Pflänzchen, die es gibt. Findet ihr auch bei uns Bonsai, Bird of Paradise oder Strelizie. Ich habe mir sagen lassen, damals, als ich in Gran Canaria war, dass die von dort kommen. Dort hat es in der Mitte hat so einen Berg und dann hat es innen dran dort hat es ein Tal. Und dort gedeihen ganz viele von diesen Strelizien. So, das Eis. Wer hätte das gedacht? Und das 2, aber müssen wir auch noch aufmachen. Und dann geht es an den Topf an. Jesus. Haben wir noch ein bisschen Lego-Technik dabei. Richtig farbig. Ist fast ein bisschen schade, dass das nachher in den Topf reinkommt.
Also wenn man das hier anschaut, oder, wir bauen jetzt eigentlich da der farbige Teil und das kommt nachher in den Topf rein. Dann hast du ja nichts mehr davon. Außer du nimmst den Topf, also den Inhalt wieder raus. Wenn ich jetzt aber 2 Pack muss aufmachen, dann habe ich ja gar keinen Platz mehr. Aha, nein, das ist nur die Anzeige, was in welchem Pack drin ist. Okay, zuerst das Eis. Alle ganz ruhig. Easy. Alles im Griff. Kommt alles gut. Wir müssen keine Angst haben. Sind auch wieder Teile, denen bin ich noch nie über den Weg gelaufen. Was ja cool ist. Farbenblind bin ich auch. Das ist gar nicht hilfreich. Jetzt in dem Moment. Das wird ganz, ganz interessant. Richtig fancy wird es. Das dreht sich das? Nein, also es dreht. Oh, wir können es drehen, es klickt so ein bisschen. Also man könnte es nachher noch drehen und die Blumen entsprechend ausrichten. Warum auch immer, weil der Topf sieht auf allen Seiten gleich aus. Aber vielleicht hat es noch eine andere Funktion, die wir noch werden erfahren. Vielleicht hat es auch mit dem Prozess beim Zusammenbauen zu tun. So viele Möglichkeiten. Also so verbringe ich meine Mittage schon am liebsten, muss ich sagen. So mit euch, ein bisschen chillen und ein bisschen Lego zusammenbauen. Es ist einfach richtig angenehmes Tempo. Es gibt ein bisschen Ruhe in den Tag rein. Darum würde ich auch so gerne Miniaturen bemalen. Das ist auch so etwas unheimlich Entspannendes. Du kannst ein bisschen kreativ sein und bist einfach los nebenzu. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon erzählt. Vielleicht erzähle ich es jeden Stream, bis ihr es auch macht. Du kannst einfach nebenzu noch etwas schauen, auf YouTube oder etwas hören, ein bisschen Musik. Und dann deine Figuren bemalen. Und genau ins Gleiche fällt hier eigentlich so ein bisschen Lego, vor allem jetzt eine Orchidee zu bauen, so etwas Ästhetisches, visuell ansprechend. Hey Taki, ciao. Einen guten, ja, merci. Ich hoffe, es gibt dein Lieblingsessen für dich. Dass du dann wieder richtig parat bist, wenn es weitergeht. Am Nachmittag. Also du hast sowieso frei am Nachmittag, dann ja. Warum nicht mit Essen in den Tag starten? Oder? In Freitag so. Hey Kids, welcome back! Wie geht's, wie steht's? Wir haben vorhin den Langhals, den Tallneck, fertig gebaut. Wenn du gut schaust, jetzt muss ich schauen. So, da hinten oben steht er. Hä? Haben wir schon fertig geschafft. Also für all die jetzt zuschalten und noch sehen wollen, wie der Tallneck ausgesehen hat oder aussieht. Das kommt ja auf YouTube raus.
Ihr könnt es noch nachschauen, beziehungsweise nachher im VOD auf Twitch könnt ihr es selbstverständlich auch nachschauen. Nein, Steffi ist gar nicht da. Sie muss keinen Burger bringen. Ich habe dazu gelernt, weil wir machen jetzt aber bis am Eis. Das heisst, ich tue vorher noch geschwind etwas essen, dass ich nicht am Stühle gehe und die Leute Angst bekommen, die hier zuschalten. Weil einfach nichts passiert und irgendwo Leute reingestürmt kommen und völlig hysterisch hin und her säckeln. Nein. Alles gut. Wie kann das? Die zusammen. Hm? Please. Das sieht ein bisschen aus wie so eine zylindrische Kanone. Keine Ahnung. Die auf alle Richtungen schießt. Warum auch immer das jetzt so muss sein. Also es ist lustig, es macht Spaß, aber... Sinn und Zweck noch nicht ganz. Finden wir aber noch raus. Ja, also der Troy hat wahrscheinlich das Beste zum Mittag von allen mit ein bisschen Piccata Milanese. Wenn ich jetzt schon richtig Hunger hätte, würde ich wahrscheinlich so richtig hässig werden. Richtig hangry. Da Vinci Code ist auch gut, ja? Vielleicht, wenn es fertig ist, kommen wir dem ganzen Rätsel näher. Da Vinci Code. Ich weiss, das ist so lange her, der Vinci Code. Ich weiß gar nicht mehr, was es dort genau gegangen ist. Ich weiß nur noch Tom Hanks und irgendwas so Teil, das kannst drehen und Vatikan und ja, that's it. Ich weiß noch, es war ein guter Film gewesen, aber ja. Bringt mich so ein bisschen zu der Frage, was ist bei euch so die Grenze vom Jahrgang bei Filmen, die ihr nicht mehr schaut? Weil ein Kollege hat mich das letzte gefragt. Sally Steffen übrigens, falls du zuschaust. Der hat gefragt, wo ist bei euch so die Grenze? Bei uns ist sie bei den 2000er. Also das heisst, alles, was älter ist als Jahr 2000, das schauen wir nicht mehr. Weil das kann man sich nicht geben. Fallen natürlich ein paar grosse Klassiker weg. Aber ja, ich meine, wenn man mal die ganz grossen weglässt, wo man einfach aus Nostalgie schaut oder wenn man sein Herz geschlossen hat, in welche grosse Reihe, gibt es ja gleich so Filme. Ich weiß jetzt nicht, kommt mir gerade keinen in den Sinn. Ist Da Vinci noch vor 2000? Ich glaube nicht, oder? 1, 2, 3 so. Ja, aber sagen die dort nein, das tue ich mir nicht mehr an. So uralte Filme, wo noch CGI richtig gut rausgesehen ist und du merkst, ja, nein, also das hätte ich noch besser angebracht mit MS Paint, oder? Oder wo ist eure Grenze da? Also wir haben noch eins weiteres von diesen Türmchen. Das mal ohne das Klickding zu drehen. Vielleicht wird es einfach ein Rubik-Zylinder. Vielleicht hätte ich das Lego besser patentieren lassen. Schauen, dass sie das auf die richtige Seite da machen. Bücher, ja stimmt. Bücher sind damals auch so durch die Decke gegangen mit den Verkäufen. Ja. Wenn du in die Ferien bist, am Strand, sind einfach alle das am Lesen gewesen. Oder all die anderen, die er nachher rausgebracht hat, wie heißt der? Dan Brown, glaube ich, oder? Übel. In jedem Buchladen, Kiosk, der drinnen gelaufen ist, hat sich das einfach getürmt mit diesen Büchern von ihm.
bin immer noch unendlich dankbar, dass, wo ich damals mit irgendwie so 14, wo ich krank war, richtig übel. Ich glaube, ich habe schon eine Grippe drin. So ich habe so ziemlich alles mitgemacht. Also auch Corona, wirklich Pfeifen und so. Ich kann überall ein bisschen mitreden. Empfehle es niemandem trotzdem. Und ich habe aber im Dezember vorher Herr der Ringe gesehen, der erste. Und dann meine Mutter posten, gefragt, kannst du mir, soll ich etwas mitbringen? Dann habe ich gesagt, bring mir doch die Herr der Ringe Bücher. Und dann habe ich dort, hat sie wirklich die Bücher gefunden, irgendwie durch 3-4 Buchhandlungen durch, bis sie es endlich gefunden hat. Und hat mir die dort sogar geschenkt, weil es mir so beschissen gegangen ist. Und habe dann nachher in dieser Zeit hat der Ringe angefangen zu lesen. Und auch als ich gesund war, das sind die Bücher, die ich wirklich verschlungen habe. Also übelste Weise. Also zum Teil, wenn ich am nächsten Tag in die Schule, bin ich noch bis um 2-3 wach gelegen, irgendwie 200 Seiten durchgerasselt. Jetzt muss man das richtig ausrichten. He? Also, da die blauen, die müssen so gegenüber sein und dann kommt das so drüber. Sehr, sehr fancy Konstruktion. Du bist so alt, ja, du hast wie der Dan Brown Mode war, ja. Das sind die besten Jahrgänge, oder? Ich weiß gar nicht, was Bücher, ich habe schon, also Bücher so physisch habe ich schon ewig nicht mehr gekauft. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich noch bin ich dort gewesen? Oh, ich habe glaube alle viel zu früh angemacht. Ah, nein, alles gut, alles gut. Schon voreilig gewesen. Als ich auf der Irland-Rundreise war, habe ich dort noch alle Game of Thrones gekauft. Und das ist... Ich glaube, das ist etwa 10 Jahre her. Und seitdem habe ich eigentlich mein Kindle, wo ich Sachen herunterlade. Du bist nach einem Liebesroman von einem Genfer Philosoph benannt worden. Wow, aber das ist ja eine richtig coole Story. Also, deine Mutter hat gesagt, ich finde das so ein cooles Buch. Das hat mir so viel bedeutet. Oder mir so viel zugesagt oder was auch immer. Vielleicht kannst du ja noch sagen, was so ausschlaggebend war an diesem Buch, dass sie die danach benannt hat. Das finde ich richtig cool. So, jetzt hat sie aber schwarze noch dazwischen. Ah, die grauen müssen natürlich auch noch, ja logisch. So. Cool. Ich nehme dir auch Wunder, was das für ein Buch war. Was so eingefahren ist in dem Fall. Von einem Genfer Philosoph. Über was hat er geschrieben? So Evolutionszeugs, so anthropologische Erklärungstheorien oder, oder irgend sowas. Ich habe genau in der 4. Oberstufe einmal Philosophie gehabt. Das ist schon cool, weil grundsätzlich einfach alles Thema ist. Du kannst über alles philosophieren. Also jetzt mit da die Braunen irgendwie da rein. Ich hoffe, ich mache die am richtigen Ort rein.
Und jetzt kommt noch das Stielteil da. So. Und dann der Stift rein. Okay. Also jetzt ist es fix. Kann man nicht mehr drehen. Jean-Jacques Rousseau haben wir auch noch irgendwo in der Oberstufe gehabt. Eloise und die schöne Juliette. Jean-Jacques Rousseau ist das nicht so ein. Hat er nicht die Revolution angestachelt in Frankreich? Ist das der? Jo, Saletti, Bionic, ciao. Schon gegessen noch am Essen? Ja. Wir sind mega erfolgreich gewesen. Ich zeige das mal auf die falsche Seite. Da hinten oben steht der Tallneck, der Langhals. Wir haben ihn endlich fertig. Und jetzt sind wir an unserer wunderschönen Orchidee. Wir sind gerade den Topf am Bauen. So, und jetzt muss ich 32 von diesen kleinen roten Stiftchen da reindrücken. Irgendwo. Ist gleich wo. Oder was? Immer das zweite oberste und das zweite unterste. Also wir sehen uns morgen wieder, hä? Dass ich da rundherum bin. Ja, ich kann es sicher gerade mal in die Kamera haben. Sicher. Warte. Selbstverständlich tue ich den schön in die Kamera haben. Wenn du schon so nett danach fragst. Ein bisschen zurück. Er ist eben 34 cm groß. Ich finde, er sieht wunderprächtig aus. Wir haben da unten haben wir unsere Alloy. Dann haben wir da ein bisschen Sentry. Wir haben unsere postapokalyptische Ampel. Und dann natürlich der Tallneck. Ist auch alles schön beweglich, inklusive der Ski da hinten und das Snowboard, das wir gemacht haben. Mega cool. Ja, viel kleines Zeug. Aber die Orchidee, die wir jetzt machen, die hat noch mehr kleines Zeug drunter. Also ich tue mal schön nochmal versorgen. Oder ich stelle nicht auf die Seite, dann kann ich Ihnen sonst aber wieder zeigen. Machen wir es unkompliziert. Out of context, ja. Oh shit. Das ist heute wirklich Thema 1. Thema Nummer 1. Heute ist OnlyFans ist auch schon Thema gewesen heute. Sexualität. Also wir sind on top of the news heute. Vor allem anfangs noch in der Kategorie Lego Star Wars. Also die dort reingeschaltet haben und Schweizerdeutsch verstehen. Die haben sich auch gefragt, hey, aber checkt ihr noch, was ihr macht? Checkt ihr das eigentlich noch? Ja, x-tausend Teile. Also bei der Orchidee sind es jetzt 608. Ja, 608 Teile. Also etwa die Hälfte vom Tallneck. Ich glaube nicht, dass wir heute fertig werden mit dem. Das wird nächste Woche der Fall sein. Beziehungsweise übernächste, weil nächste Woche haben wir ja den Stream mit der Steffi und der Caro. Pokémon Stream. Also Pokémon Klemmbausteine. Sie machen da, glaube ich, eine kleine Challenge daraus, wer mehr von denen zusammenbauen kann. Und Leute lachen oder so. Nein, das sage ich jetzt einfach. Aber es wird sicher mega lustig mit diesen zwei Ladies. Brack OnlyFans. Du weißt gar nicht. Da haben wir schon gewitzelt. Also nicht, jetzt wirklich nur gewitzelt. Es war wirklich nicht ernst gewesen. Aber ich meine, da kannst du alles machen, oder? Und der Kohle kommt dir dann trotzdem. Das ist so omnipräsent aktuell. Richtig crazy.
Ah, schau, jetzt kommt der XQC wieder. Ja. Kaum ist OnlyFans wieder Thema, hä? Hast du gut gegessen? Ja, wir sind wieder dort, wo wir angefangen haben, bzw. aufgehört haben. Mhm. Nein. Also da muss das schon laufen, hä? Da muss das schon laufen. Aber Steffi, weißt du hast ja schon Erfahrung, oder? Streamen und so richtig viel Erfahrung. Ich meine, bei Twitch ist ja das auch mal so ein bisschen in die Richtung gegangen, bis dann die ersten gebannt worden sind. So. Uiuiuiui. Jetzt wollen wir aber ein paar Mal da. Ein paar Mal ein bisschen das Gleiche machen. Jetzt machen wir gerade den Topf rundherum. Sicher will sie sich gut verkaufen. Siehst du? Ja, schon gewusst. Du machst ja Brack nur noch als Spass, oder? Weil eigentlich der Kohle kommt ja schon bei OnlyFans rein. Das ist jetzt auch schon die nächste Lüge, die da reinkommt. Also die Einnahmen gehen natürlich nicht an Wohltätigkeitsorganisationen. Die gehen direkt auf den OnlyFans-Account von der Steffi. Hä? Schon schön jetzt streuen, dann wissen es alle. Nein, nur ein Witz. Korrekterweise muss ich das natürlich sagen. Sie gehen direkt auf Steffi ihr Privatkonto. Ja, irgendwo musst du ja das coole Equipment können zusammenkaufen und leisten, oder? Die hochauflösenden Kameras mit ihren Bewegungssensoren und Maschinerien und Spielzeug. Beleuchtung. Ja, die Emotionen sind wirklich mega herzig, ja. Das Eidechsli. Im Poolhaus. Schön. Blick auf den Zugersee. Zwischendurch hörst du Steffi im oberen Stock arbeiten. Mhm. Sehe ich. Da kannst du zuerst noch ein bisschen Lounge und Just Chatting machen mit der Steffi und dann geht's los. Mit Aussicht im doppelten Sinn. Steffi, kannst du dann nachher das YouTube-Video auch noch auf 18 plus flaggen? Nein, ist nicht ab 18. Wir spielen nochmal Lego. Darum versuche ich auch ein bisschen, das nicht ganz so konkret auszusprechen.
Nicht, dass wir noch gesperrt werden. He? Dann nehmen wir euch ein bisschen. Wobei, hat es echt derige Moderatoren bei Twitch, die Schweizerdeutsch reden? Ich meine, wir kommen ja literally null Support über Schweizerdeutsch. In general, also wirklich überall. Schweizerdeutsch. Nein. Ich könnte Hochdeutsch reden, aber Schweizerdeutsch machen wir sicher nicht. Spoiler Review! Yes! Genius! Da haben wir ganz viel zur Auswahl. Hey, wie siehst du, die Deutschen verstehen das eh nicht. Oder? Also ist fix gekauft. Ich würde mal sagen, wir gehen, wenden uns an die Marketingabteilung nachher und dann schauen wir, dass wir das in die Wege leiten können. Mit dem Pool testen. Wir haben ja auch noch eine entsprechende andere Abteilung. Eine Erotikabteilung. Sind wir schon beim 3? Das machen wir jetzt so schön auf. Ich kann nicht versprechen, dass wir mit dem 3 noch fertig werden. Aber schauen wir mal. Erstens haben wir den Schweizer Tag bekommen. Ja, immerhin. Haben Sie gemerkt, es gibt doch schon so 2, 3 Nasen, die streamen. Aber nur 2, 3, dann hat es sich auch. Weißt du, wie würde Blick drauf fliegen? Also die würden ja alles posten. Alles den Content machen. Die wären fix gerade da. Dann schön noch Mitgliederbeitrag auf 20 Minuten. Der Hashtag der Seich. Oh Mann, das geht alles gleich aus. Tag Schweiz fehlt. Ja, es tut mir leid. Es hat am Anfang, ich habe bei Streamlabs das Ganze eingestellt und irgendwie hat es nicht übernommen und auf Twitch nochmal das von gestern genommen. Ich habe jetzt leider nicht nochmal alles nachher kontrolliert während dem Stream. Aber das nächste Mal kann ich während dem Starting Screen, während ihr noch euch ein bisschen einfindet und ein bisschen chatten oder so, kann ich das dann noch gemütlich nachführen und kontrollieren das nächste Mal. So wie hoch wird es? Ja. Zwei. Ich glaube, das sind 6 da. Ne? Bällepool, fix. Ich liebe das. Ich würde mal gerne so wie der Sheldon in dieser einen Folge einfach nochmal als Erwachsener irgendwo in so ein fettes Bällebad reingumpen. Hey. So geil. Das war doch einfach das Coolste als kleiner Golf. Wir müssen das nochmal machen. Nochmal! Skandal. Sperrgebiet.
Braucht man bessere Zahlen. Also Leute, ihr müsst noch mehr Zuschauer reinholen, oder? Dass wir das bewilligt bekommen. Dann die Steffi hat gesagt, dann bekommen wir es auch. Alles, was die Community will, bekommt sie auch. Das ist immer schon so gewesen, oder? Ja, wegen Klemmbausteinen, ja, das ist so ein bisschen ein gerichtlicher Entscheid wegen der Patentierung. Dass man nicht mehr generell Lego sagt, weil Lego eine Marke ist. Und nur Lego eigene Produkte auch Lego genannt werden. Und alles andere sind Klemmbausteine. Es ist wieder so eine Lizenzsache, oder? Kann man jetzt finden, wie man es will. Ich meine, wenn es nicht kommerziell ist, nicht öffentlich, ich meine, dann sagt jeder einfach noch Lego, oder? Aber sobald es das Produkt ist von einem anderen Hersteller, müsste korrekterweise dann auch einfach Klemmbausteine das genannt werden. Hält der Steine, ja. Ja, er hat natürlich auch ein bisschen Probleme geschaffen indem er viele Sachen, die Lego gemacht hat, aber nicht mehr so toll gefunden hat und dann andere Hersteller in den Fokus genommen hat. Aber ja, kommt immer ein bisschen aufs Niveau drauf an, wo du dich bewegst. Also ich meine, ich habe jetzt da voll meinen Plausch da bei dem Zusammenbauen. Das ist mir eigentlich schnurzgleich. Wäre mir jetzt gleich, wenn der Stein sagt, also die Orchidee, die ist ja nicht so prickelnd. Ja. Der haut. Ich bin auch nicht einfach gutes Arbeiten, gell? Ist ja nicht so tragisch. Also es wird immer Sachen geben, die nicht so einem sein Ding sind. Aber es ist ja wieder das erste noch das letzte Teil, das wir zusammen bauen miteinander. Es wird noch ganz viele interessante Set geben, die wir gemeinsam zusammenbauen können. Was ist das? Was gibt es? Aha, okay. Das ist nochmal zum Stabilisieren. Vielleicht gibt es auch einen Sendeturm. Ah, okay. Also das muss jetzt da runter und das irgendwie da. Also ich weiß nicht, da sehen wir es vielleicht ein bisschen besser. So, stabilisiert jetzt das alles ein bisschen. Geht ja. Bewusste Eigenschaften. Weißt du, bewusste Alternativen. Aber ja, Klemmbausteine, wenn du drauf stehst, herrlich. Oder was auch schlimm ist, sind, ich weiß nicht, ob ihr auch Rollenspiel spielen und die Heime so einen D4 haben. Der sieht aus wie eine kleine Pyramide. Und wenn du drauf stehst, also richtig weh. Also dann hast du definitiv ein Eis gewürfelt. Das ist ja noch das Gleiche, wieso suche ich das anders Teil? Jetzt kommen schon irgendwelche so eklige Wurzeln.
Hä? Aha, mir fehlt noch das braune Teil. Jetzt hast du gedacht, das kann ich ja gar nicht jetzt reinstecken. Was soll das? Was soll das? Wo kommt das genau rein? Also das sehe ich jetzt wirklich nicht. Irgendwo beim Schwarzen, aber... Also das ist mir jetzt schon ein bisschen... Ah, jetzt! Ja, da innen hat es so kleine Stifte, auch auf die Stifte. Yes, okay, gut. Gut, was gefunden. Nicht ausrasten, alles gut. Alles im Griff. Für alle, die jetzt langsam aus dem Mittag kommen, ich wünsche euch einen gemütlichen Nachmittag, falls ihr noch gerade da sind bei mir, ein bisschen mit an der Orchideen anbauen. Und sonst beim Arbeiten, dass er wirklich schnell vorbeigeht und ihr euch wohlverdiente Feierabend könnt am Abend. Wir tun jetzt noch die letzten paar Minuten bis am 1 ein bisschen Pflänzchen bauen. Hebt nicht so gut da. Aber ja, muss wahrscheinlich auch nicht. Hoffe ich. Also es ist ja interessant, das ist ganz leicht, die Gelenkteile haben einen ganz leichten Schimmer, so wie so ein Satinglanz drauf. Also nicht bewusst, weil es würde eigentlich noch passen, weil die haben ja so ein die Blätter und Stängel haben ganz einen leichten Schimmer. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Da musst du noch schauen, dass du die Scheibe richtig zusammensteckst. Die machen irgendwann einfach eine Kurve ohne Vorankündigung. Was hast du einen Clip gemacht, wo ich ein Teil verloren habe? Wo ich gemeint habe, ich habe eins, ja. Ich glaube, das ist nicht nur einmal passiert. Aber cool, bin ich gespannt auf den Clip. Zum Glück haben wir keinen Staubsauger da, also es wäre ja garantiert schon etwas weggekommen. Sieht irgendwie eklig aus, hä? Irgendwie so ein Spinnenbein. Ganz ein bisschen eklig. Jetzt kommen da noch so grüne Knöpfe dran. Und dann habe ich dann auch einen Kaffee verdient. So. Ja, jetzt ist natürlich die Höhe. Da, ich habe so eine wunderschöne Kamera rein. Also es sieht wirklich gruselig aus jetzt gerade, nicht? Da unten da irgendwie, also ich finde die Wurzeln finde ich auch echt so richtig, die sind richtig grusig, oder? Die schlabbern irgendwie so im Zeug rum und hast das Gefühl, sie wachsen immer mehr und kommen so auf dich zu. Und dann oben noch die eine Tentakel. Wir können es jetzt eigentlich so auch gut sein lassen. Das ist einfach ein Horror-Accessoire für das nächste Halloween. Gut. Also, ich würde sagen, ich räume das nachher noch fein säuberlich zusammen. Und das nächste Mal würden wir uns dann noch um Blätter kümmern und um die Blüten von unserer Orchidee von Lego. Botanical Collection heisst die ganze. Und nächstes Mal werden wir garantiert fertig. Genauso fertig wie, ich zeige nochmal, weil er einfach so schön und sexy ist, unser Tallneck, den wir gebaut haben. In den letzten 2 und am heutigen Stream. Hammergeil. Macht sich mega toll auf unserem Regal. Der kommt dann nachher auch wieder an, damit ihr
bei sämtlichen Streams, die da bei uns aus dem brach.ch Studio gestreamt werden, können begutachten, begeistern und sagen, oh mein Gott, so einen wollte ich auch. Das könnt ihr nämlich machen. Auf brach.ch findet ihr den Tollneck-Langhals bei uns. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Nächste Woche, nochmal als Reminder, am 10. wie gesagt, ist kein Pen-and-Paper-Stream. Der ist verschoben um eine Woche. Ich bin nächste Woche in der Ferien. Das bedeutet auch nächste Woche am Donnerstag ab der 11. haben wir das Vergnügen mit der Steffi und der Caro, meiner Chefin. Und haben dort sicher ganz viel zu lachen mit diesen zwei Ladies. Das wird etwas Tolles. Ich würde euch anraten, dass ihr das nächste Mal dabei sind. Und dann somit wünsche ich euch einen wunderschönen Nachmittag. Geniessen es. Geht ein bisschen voraus. Und dann geht aber auch wieder rein, Lego spielen. Und dann könnt ihr mir das nächste Mal sagen, was ihr so gebaut habt. Ich freue mich, von euch das zu erfahren. Und dann ganz eine gute Zeit. Wir sehen uns in 2 Wochen am 17. Mai dann zum ersten Pen & Paper Stream/Podcast. Macht's gut miteinander und bis bald. Tschüss zusammen.